Good morning. Ik heet in jeder einem sehr welkom wat er van de morgens gekomen is. Ik zei Herman Friesen gekomen, welkom terug. En so die zijn op naar Azië was en had vielleicht een beetje een andere Schluss, wat zij abgerekend hadden. We hebben veel voor jullie gebeten, wel ook nog wieder voor jullie beten. En die Jonses zijn terug. De dag dat we gestorben in Südliche Mexiko, hebben we eindelijk wieder nog beten. So ook andere kon ik zijn, dass wir teruggekomen is van een lange tijd af. Ik heet jeder einem anyway, sehr welkom. Vandaag is een weekend waar we Oosteren, ons sehr naanloten doen om Oosteren. En ik vraag me voor zo'n deel is dit. Dat is immer waar wertvoll om te denken aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Immer waar wertvoll om te denken aan wat van toestand einer wir für einer Jesus hart had en wat van toestand einer nu heeft dat einer Jesus kan dat persoonlijk. Door aan te denken, dat is een grote onderscheid. Niet bloos voor nu, voor ons leven hier, maar ook voor alle eeuwigheid. Dat is een grote onderscheid. En dat spot als Ooster immer een zeer schijne tijd, wanneer kan zich naanloten en wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik heb vandaag gewählt, aardige vers te lezen uit 1 Korinther, dat 15e kapitel. Dit is een brief wat Paulus naar de Korinther schreven dat. Aber das kommt die Botschaft von Oosteren kommt hier sehr klar uit en deze vers. En dat is waarom ik me die gewählt habe für vandaag morgens. Dat thema vandaag is Christus is bestimmt vom dood opgestaan. So werden wir anfangen zu lesen, wenn ihr eine Bibel in Hand, 1. Korinther, das 15. Kapitel, und Vers 1 anfangen. Brüder, ich will jent an das Evangelium denken halten, das ich jent gepredigt habe. Die haben dort auch angenommen und stunden fast daran. Und so hier ist Paulus fängt da an, Brüder, ich will jent denken halten an das Evangelium. Je hebt niet met te doen dat je er niet aan geloven, dat je er niet vast aan staan doen, maar dat als danach wird voll irgendwas abzufressen damit. Ik weet in den Titusbrief, wat we een stukje terug durchgehen, door het laatste kapitel, door zegt Paulus te Titus, immer war hol dat evangelium. Door dat afvragen aan de mensen, de gläubige mensen, dat zij zich dat niet vergeten doen, wat dat evangelium is, wat dat meint geraad te zijn, of wat is dat evangelium, dat is wat we hier meestal lezen. Durch dit evangelium word je geraad. En wanneer je aan dat zo houden als ik je dat gepredigt heb. Wenn das nicht so der Fall ist, dann sind die vergebens zum Glauben gekommen. Sieh, wenn das nicht so wäre, als was er sagen dat, dann ist es alle taub vergebens. Als erstes habe ich ihn dort wieder gegeben, was ich gekriegt habe. So das, was er mit ernsthaft mitgedeelt, das habe ich sich nicht selbst uitgedacht. Das ist nicht something, was er selbst mit abgekommen. Das verhört am, das je gegeben, en hij geeft het wieder, because het is de beste nieuwigheid wat de jet te wieder verspreiden. Christus, we hebben het nog als eerste heb ik u dat wiedergegeven wat ik gekregen heb. En wat is dat wat hij heeft wiedergegeven? Christus is voor onze zonde gestorven, zoals geschreven staat. Dat is het eerste. De tweede is, hij is begraven worden, en dat is het tweede. En hij stond op den derde dag van dood op. Ik wil nog eenmaal. En stond am derde dag van dood op, zoals geschreven staat. So Jezus is voor onze zin gestorven, is begraven worden, en hij is opgestaan.
dort ist das Evangelium. Sehr kurz, ein halber Vers Jesus das beschrieben. Er leitet sich von Petrus seinen, der das Jesus, als er ist abgestoßen wird. Wenn irgendwer nicht glauben will, dass Jesus wirklich abgestoßen ist, sind von viele Menschen, die sagen, Jesus ist gleich abgestoßen, oder er ist bloß im Gas abgestoßen, er ist nicht körperlich abgestoßen. Paulus ist nicht zufrieden mit seiner Lehre aus dort. Das ist nicht biblisch. Er sagte, wenn der irgendwer nach schwor glauben kann, dass Jesus körperlich abgestoßen ist, hier ist der Proof, dass er ist körperlich abgestoßen. Er leitet sich von Petrus sein und dann von den 12. Nachher leitet er sich auch von über 500 Brüder ab, einmal sein, von denen nach dem meisten Leben, wann auch einige eingeschlafen sind. So, wenn irgendwer nach Bedürfnis hat, was Jesus ist wirklich abgestoßen, die Jünger, die haben ihm gesehen, und dann nach 500 Menschen, die meisten von denen leben, und ihr seht das, kommt, redet mit dir, als Jesus wirklich ist, vom Tod abgestoßen. Die leben noch, die können ihnen dort vertellen, was sie gesehen haben. In einem 8. Vers in Talat leitet er sich auch von mir sein, als von einem, der Bütertits geboren wird. Das ist ab dem Weg, als Paulus am Weg nach Damaskus war, er wollte Christen durch Fuß nehmen, dann begehen Jesus am Hingeweg. Das ist nur, was das handelt. Ich sehe der geringste von den Aposteln und sie dort nicht wird ein Apostel genannt zu werden, weil ich Gott seine Gemeinde verfolgt habe. Aber durch Gott seine Gnade, sieh ich, was ich sehe. Und seine Gnade an mich ist nicht vergebens gewesen. Nee, ich habe viel mehr gearbeitet als die anderen alle. Aber dort wir nicht ich, Gott seine Gnade wir an mich. Auf dort nu ich oder jene wir so hab wie jünd gepredigt und so hab die geglaubt. Aber wenn du gepredigt wird, dass Christus vom Tod abgestoßen ist, wo kann einige von ihnen dann sein, dass die Todes nicht abstoßen wollen? So hier so manch die Korinther lässt sich das so vernehmen, da sind adlige Menschen gewesen, die Hand, dass nicht wird glauben, dass die Menschen nach Movara würden von Tod abstoßen. Vielleicht würden sie geglaubt haben, dass Jesus wir abgestoßen, aber die Menschen nicht. Und dort ist so eine Lehre, es hier mangt, dass die Korinther Raum geht. Und hier fängt Paulus an zu sagen, no, das ist nicht bloß Jesus, was er hat abgestoßen, aber jeder einer von uns, was der Glauben das Wort nachmal, wenn wir hier an den Tod begehen, wie wollen nachmal wahre abstoßen. Und das ist, was er dort erklären wird. Im 13. Vers. Wenn dort sind nicht jaft, dass die Todes abstoßen, dann ist Christus auch nicht von Tod abgestoßen. Wenn dann so ein Freiheit nicht hat, dann können wir dort nicht glauben, dass Jesus ist vom Tod abgestoßen. Das ist either Jesus ist, und wir andere wollen auch, oder keiner das, und dort meint dann, dass Jesus ist auch nicht. Dort ist was wir hier annehmen, glauben. Der 14. Vers. Und wenn Christus nicht von Tod abgestoßen ist, dann ist ans Predigen vergebens. Und jün Glauben ist auch vergebens. Mehr als dort, dann haben wir ein falsches Zeugnis von Gott gegeben, weil wir sehen, dass Gott Christus von Tod abgeweicht hat, den er aber nicht abgeweicht hat, wenn die Todes einfach nicht abstoßen. Sie, dann wird Paulus und der andere gelehrt haben, wegen seiner Hand gepredigt, dass Jesus ist abgestoßen. Und wenn dort nichts in Stott nicht jaft, dann haben sie gelehrt, aber dort ist nichts in Stott. Er sagt, dort ist so. Und hier geht es danach wieder. Und hier sind some Versband, was ich so hören will haben, wenn wir dort verstehen können. Wenn die Todes nicht abstoßen, ist Christus auch nicht abgestoßen. Und wenn Christus nicht vom Tod abgestoßen ist kein Glauben für Jesus. Und die sind dann noch in jene sind. Hoch. Ist da nicht viel, was da aufhängig ist, und wenn Jesus abgestoßen ist oder nicht?
und du mal nennen zu lassen. Wenn Jesus nicht abgestoßen wird, dann sagt Paulus hier, dann sehr wie nach alle in unser Sinn. Dann sind auch die verloren, die an Christus angeschlossen sind. Even die, die an Christus sind angeschlossen, die geglaubt haben an Jesus, die sind verloren, wenn Jesus wirklich nicht erst abgestoßen. Wenn dort bloß für das Leben ist, dort wir ab Christus hoffen, dann ist man alle Menschen, keiner so sehr zu bejammern als wir. Man, aber Christus ist, dann hielt du nicht ab. Er sagt, der 20. Vers, aber Christus ist bestimmt vom Tod abgestoßen, als erster von all die angeschlossen sind. Wills die dort durch einen Mensch, wills die Tod durch einen Mensch gekommen ist, mag dort auch durch einen Mensch kommen, dort die Todes waren abgestoßen. So als an Adam alle Menschen sterben, so kommen sie auch durch Christus, waren alle zum Leben. Seht ihr, wie ein Adam, der versündigt sich in die Preis für den Sinn wie der Tod. Und durch ein Mann, seine Sinn, wie der Tod ab alle uns versprechen. In Krieg so, sagt Paulus, es auch durch ein Mann, ein gerechter Mann, durch das Jesus, es auch war aufgemerkt, dass wir abstunden können und im Frieden leben und wir wollen noch mal alle hopefully, wenn wir gläubig sind, nicht hopefully, dann sind wir dort, dann weit wir dort, dann wollen wir mit Jesus taub für immer leben. Mir ankert von der ein klein bisschen ans nennen zu lassen in dieser Erfahrung und besonders in Wort von Unterschied in abgestoßener Jesus merkt in uns Leben. Was von Unterschied merkt ein abgestoßener Jesus, ein abgestoßener Christus in dein Leben? Was von Unterschied merkt ein abgestoßener Christus in mein Leben? Paulus, die sieht hier so klar in dieser Erfahrung, dass wenn Christus nicht abgestoßen ist, dann ist das über keine Menschen so zu jammern, als über Krieg, die was an Christus glauben, und dort nicht so ist, was sie glauben. Ich kann mich noch so klar besinnen, als ich zum ersten Mal in Thailand fahren wollte, als ich den ersten Morgens durch Stadt am Motel abweichen wollte, ging ich rauf und ich wollte Frühstück essen. Und dann kamen da ein paar Frühmenschen, haben sich Fan angetragen und die brachten eine Plot voll scheinend godelige Frucht nähen durch ein Motel und die gingen durch die Stadt nur das Aufgott. Und die saßen dort durch die Stadt hin und sie knäuten sich durch Mädel im Motel durch für alle Menschen. Wie ich nicht gewarnt, dass das so für allem zu sein wird, dass das Wort nie Gebet. Aber nur was wird das Gebet? Nun dauert ja auf Gott. Der lebt nicht. Lothar, als wir du gewohnt haben, dann hat einer dort manchmal bemerkt, dass so eine Menschen, die dann das auf Gott glauben, die werden so pinklich, so am Morgens auf Gott haben Sarah gebracht, Bananen gebracht, Eten gebracht, aber ab und nun kommen, dann wird das Eten danach, wie nicht schlecht geworden. Dann muss dort der Gun weggenommen, dann war frisch den nächsten Tag. Das wird kein Leben. Aber wenn sie auf Gott wollen moven von einer Stadt oder der nächste Stadt, werden hingen auf dem Pickup abgesagt, dann müssten du Mana Stunden hinboven, in denen du festhalten, dass die nicht wird anfallen, wenn sie schlechter Weg fuhren. Und auf einmal wird mir das sehr klar. Mein Gott ist nicht tot. Den darf Gott Bananen gebracht, den darf Gott Sarah gebracht. Der hat das alle gemerkt. Wenn den hungert, wenn es sind Jeff, dass uns Gott, ans Leben ja Gott hungert, das hat er selbst erschafft. Dann nimmt er das selbst. Den darf dort nicht gegeben. Wenn er hing am Fort, ich würde mitfahren ans Jesus, ans Leben ja Jesus, den darf nicht gestiepert, dass er nicht handfallen, der kann selbst stehen. Ansle Jesus, der lebt. Was für ein großer Unterschied ist das nicht?
die es von der Krieg so lebendig nachleben ja, als ich in du sind. Ich preis den Herrn für uns Leben ja Gott. So was sind en wat van de areas merkt dat een onderscheid als ons Gott leven dat, als ons Christus leven dat, oder nicht. Er sind 3 Dinge, wat ik ons wil opmerksam merken. Dat merkt een grote onderscheid. Dat is zo wichtig dat we geloven en dat we dat weten, dat we dat erkennen, dat ons Jezus die leeft van jou. Die is gestorven, yes, dat wir für onze zin. Aber dat is wichtig, dat hij ook nog ware opstehen deed. Das wir im 17. Vers von uns Text lesen, deuten, uns Glauben wird es vergebens, wenn wir sind noch in unsere Sünde, wenn Jesus nicht abgestanden ist. Aber Frau, es sticht uns vielleicht ab nach Wuram. Jesus ist jedoch gestorben für unsere Sünde. Dort lesen wir auch an uns falsch. Woran wird wir da noch in unsere Sinn sein, wenn Jesus noch nicht abgestanden ist? Jesus ist jedoch für unsere Sünde gestorben. Er hat jedoch all unsere, die Schuld, was wir uns verdient haben, mit unserer Sünde, die hat er jedoch ab sich genommen. Ist es nicht durch sein Tod, dass wir gerettet sind? Ist es nicht durch sein Tod, dass wir Vergebnis kriegen für unsere Sünde? Aber ohne dass er abgestanden ist, dann ist das noch nicht vorig. Dann ist das noch nicht vorig. Das ist durch dass er abgestanden ist, dass wir Sinn überkommen, dass wir den Tod überkommen und dass den Teufel überwindet wird. Dass Jesus abgestanden ist, das ist die Proof, das ist die Proof, dass das Brocken dat vor allem zum sein, dass Gott hat das Opfer, was Jesus gemerkt hat, angenommen. Und dort ist vorig. Dort Opfer gerecht wird, dort vorig wird. Dort ist durch dort Jesus abgestanden ist, dann ist dort ist es von Gott sein, dort Opfer, dort wir vorig. Du hast niemals war ein Opfer, was dir fehlen wird. Durch das Abstunden ist dort es von Gott sein, dort hält ihn fast an das. Das ist das Teken, was er geben kann, dass Jesus wirklich ist für jene Sünde gestorben. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, die 24. Vers, Gott aber wuchs am Wahre ab vom Tod und mög am frei von aller Todesnot, willst dort allmählich wir, dass der Tod am holen können. Woran wird es allmählich, dass der Tod Jesus holen können? Wird es bloß wegen Gott, wir hat eine größere Kraft, hat eine größere Macht als Tod? Wird es bloß, dass Gott stärker wird als der Teufel? Ja, dort auf dem Port damit zu tun. Aber das ist noch eine Ursache, dass der Tod am nicht holen können. Wenn wir fingen, Römer, das 6. Kapitel, die 23. Vers, du sagst, es ist das Lohn für den Sinn, was man für den Sinn geteilt ist, der Tod. Und wenn der Sinn betont ist, dann ist es keine Ursache mehr, am Tod zu bleiben. Kann ihr verstehen? Wenn Tod der Lohn ist für den Sinn, und wenn Sinn betont ist, dann ist es keine Ursache mehr, am Tod zu bleiben. Das ist, warum das Graf Jesus nicht holen kann. Der Sinn, den wir betont durch sein Tod. Und es wird keine Ursache für ihn wieder am Tod zu bleiben, weil der Sinn, den wir betont, dass wir vorig, das ist kein Lohn wieder, was danach viel zu tun für den Sinn. Dort hat Jesus vorig. Und dadurch, dass dort ganz betont wird, kann das Graf Jesus nicht länger am Graf halten. Und Jesus, der stund ab, dass wir alle betont. Weil wir dort die gelassene Geschichten, die wir hier passen, los das die Geschichte wie eine Familie von 6 Junges. Und er kann uns alle deutlich machen, wenn der 6 Junges abwasen taub, dass das noch mal was sein. Dort nicht sich die hergegangen, nicht alle geschert als was. Und so wird es hier in dieser Familie.
Und ein Tag, dann gehen die jüngsten 5 Jungs, die sind sich einig, sie wollen Interlake mit Firecrackers zu spielen. Weet ihr, was Firecrackers sind? Das in Arbeit kann zum Beispiel ab und nun, wird das angesteckt und das sitzt so, schmeckt das auf Englisch, das wird das Firecrackers. Und Interlake sind dort. Und so die jüngsten 5 Jungs, die gehen um Stuhl und die stehlen sich durch Firecrackers und kommen nach Haus. Und sie sind nicht ganz plitsch genug, damit sie dann dazu sind in ihrer Yard, wo die ältere Band sind, auf einmal fangen sie an, mit ihnen zu spielen. Das geht nicht lang, dann sind die Älteren auch büten, was geht fair. Und die Jungs, of course, die müssen gestraft worden. Und die jüngsten 5 Jungs, die haben sich nicht ganz klar Strafe verdient, für was sie getan haben. Das ist uns alle deutlich. Sie sind fragt was, sie haben was getan, was sie nicht haben sollten. Sie haben sich Strafe verdient. Und die Eltern, die sagen zu den jüngsten 5 Jungs, dass sie müssen für so eine Zeit, müssen sie nun in ihrer Stufe allein sein, als Strafe für was sie getan haben. Aber dann auf einmal dann sagt der älteste Junge, ich habe in seiner Bibel gelesen von Jesus, von Sinn und von Vergebnis und von dort Jesus ist in unser steht, hat sich die Schuld abgenommen. Selbst sagt der älteste Junge auf einmal, dass er wird in die jüngsten 5 Jungs steht in seiner Stufe sein. Er wird die Schuld, die Strafe, wird der Reich ab die Jungs, die 5 Jungs, was die sich verdient haben, er wird die ab sich nehmen, er wird in seine Stube allein hocken, kriegt die Zeit, wo das brauchen, dass die Jungs nicht dürfen die Stube ab sich nehmen. Und so das was er tat. Nun werden wir uns ein bisschen anlauten an diese 5 Jungs. Sie weiten, sie haben sich die Stube verdient. Und aber sie weiten, dass der älteste Bruder, der hat gesagt, ich will die Strafe ab mir nehmen. Aber solange der älteste Bruder in die Stufe sitzen, dann sind sie noch nicht ganz klar in sich, wird es wirklich schaffen. Wird es wirklich genug sein. Ist es wirklich so? Aber so schwinn, als dass der älteste Bruder die Zeit aufgesetzt hat, in die Stufe ist ladig. Und sie wollen an, das ist wirklich so. Dann können sie dort begreifen, dass das verhaftet die Strafe abend. Was verehrt wir, das verhaftet genommen. Der ältere ihre Strafe hat das für abgenommen. Und dort ist bloß klar nur dem, dass die Strafe ladig ist. Kann ihr verstehen? Solange es der Junge noch an die Strafe ist, dann weiß sie nicht nach. Wird es noch sein, wird Dad sein Mind auf einmal changen, wird die Mom auf einmal sein, das soll noch länger, das soll noch anders. Solange es der Junge dabei ist, sind sie nicht klar. Aber so schwinn es der Junge spüten ist, und sie wollen an, dass es wirklich so ist, dann können sie dort glauben. Die ladje Stufe beweist ihnen, dass das verhaftet die Strafe ab sich genommen. Liebe Zuhörer, das ladje Graf, dort beweist für uns von der an, dort sterben, was Jesus tut für uns, dort kriegt, dort ist genug. Dort fehlt nicht an Meier. Dort haben wir nichts zu tun. Dort ist ganz genug. Das, was das ladje Graf bewiesen hat, für mich und für dich. Dort ist genug. Dort fehlt nicht an Meier. Dort fehlt bloß, dass wir dort leben tun. Das ladje Graf beweist dort, dass der Sinn, was ich getan habe, der Sinn, was du getan hast, alle von uns haben gesündigt. Dass du erst ein Opfer geopfert, was du ganz genug ist für Gott. Und wenn wir dort Opfer annehmen, durch uns Glauben in Jesus Christus, dann ist dort genug. Du darfst nicht nach was wir tun.
En vi kan daarop rein ganz sicher ons leven buien. Vi kan dort predigen, vi kan dort meddelen, das Paulus haf. Because wir sind uns dort sicher, dort Graf ist ladig. Jesus ist nicht mehr da. Dort Graf können nicht holen wegen der Sinn, die wir betont. Dort Lohn von der Sinn ist Tod. Und der Sinn, die wir betont, durch Jesus sein Blut. Und dort ist nu vorig. Dort laat je Graf wisst uns. Dort ist noch. Der zweite Ding, dat het so important ist, dass Jesus abgestanden ist. Dat is nicht bloß für unsere Ewigkeit in der Zukunft, aber das ist nur in uns Leben. Tja, wir dort all beleven, dass wir nie Leben haben. Dass wir nie Leben haben. Die abgestandene Jesus, das ist nicht bloß für den Sinn, was wir in unserer Vergangenheit getan haben, das ist nicht bloß für die Zukunft, aber das ist, dass wir können nie Leben genießen und uns Leben von der Krieg von der 31. März 2024, wir können in Jesus sein Leben leben. Und wir können Frieden haben, wir können Frieden haben, wir können Mut haben in uns Leben. Einmal im Neuen Testament kommt die wieder ab an Christus, an Christus. Wir leben nu an Christus. Die, was Jesus angenommen haben, die glauben dort mit ihr Hort und bekennen dort mit ihr Mühl, dass Jesus ist, wer Jesus sagt, dass er ist. Und dass sein Kreuz und sein Blut ist genug für meine Sinn. Die nimmt Jesus an und dann sind wir an Christus. Wir sind an ihm und wir leben durch ihn und an ihm. Wir fingen die Fargen in der Pfizer würde sagen, dass die Zeit, für wir glauben, dann wir tot in unser Sinn, aber von der aus sind wir lebendig in Christus. Ich weiß nach Krieg, als ich mich mal bekehren deed, und wo anders sich das Leben fallen deed. Das fällt sich so, als wie eine neue Person. Ich weigte im selben Haus ab, weigt en Ort beim selben Frühstück. Ich ging nur dezelfde Schule, dezelfde Schularbeit, had dezelfde Freund, dezelfde Lehrer. Aber alles fällt sich anders. Das fällt sich nie. Du wir leben. Dat wir nicht bloß something, was mit der Zukunft zu tun hat, du wir was nicht. Und weißt du, was da passiert? Wir das Leben ja Jesus, das wir am Herzen angetragen. Und nur auf einmal wir ich besorgt, was will ich tun für Jesus? Die Dinge, was ich dort für Jesus seine Ehe was tun wollen. Nu wir das nicht wahr für was Maya für was Lanus will. Oh, ich sehe lange nicht vollkommen gewesen in meinem Leben. Und ich habe ihn Jesus sehr viel mal, sehr traurig gemacht mit was ich getan habe. Aber deib innerlich. Wir das verlangen, immer wahr. Ich will so leben, als Jesus wird gleichen, wenn ich leben darf. Ich will für ihn leben. Ich will an mein Leben, das soll für ihn in Licht sein. Das soll in Gutes Zeugnis sein, für wer Jesus ist. In Galater 2,20, du sagst es, dass ich sie mit Christus mitgekreuzigt. Das wird passieren, wenn wir uns bekehren. Wir mitkreuzigt uns mit Christus, das alte Leben. Dort sie endlich nicht mehr ich, der du lebst, dort ist Christus, der in mir leben darf. Das ist doch nicht wertvoll. Dort ist nicht mehr der alte Mensch, der alte Lanus, oder der, was immer genommen ist. Dort ist nicht mehr der, was du leben darf. Dort ist Jesus Christus, was in mir leben darf. Und das ist der Gnade, was er mir geben darf. Kriegst es? Paulus hier sagt, dass durch Gnade von Gott sehe ich, wer ich sie von der. Durch Gnade von Gott sehe ich, wer ich sie. Durch Gnade von Gott habe ich könnt. All das in Dutzende Meilen fahren in Jesus mit anderen Menschen mitteilen. Dort ist, wenn Jesus der lebt in mir. Den alten Mensch, den habe ich gekreuzigt mit Jesus. Und von der aus ist es ein Leben, ja Jesus, was an mir leben darf. Das ist wirklich so, wenn Jesus an mir leben darf. Das ist, wenn ich nicht mehr leben darf, und Jesus lebt an mir. Das ist durch den abgestandenen Jesus in sein Leben, was er uns geben darf,
dass wir können leben verdauen, was Gott wohlgefällig ist, was Gott ehren kann, was Gott wertvoll ist. Viel von uns können ein Zeugnis geben von, wo Jesus, wie Jesus kann deuten, wo wir festwären an den Sinn, verschiedene Lostern, verschiedene Dinge, mit was wir festwären. Aber dann, als wir uns Hand geben, wie Jesus annehmen deuten, dann werden wir auf einmal los von den Sinn. Das ist die Kraft, was ein Leben ja Jesus uns bringen wird. Unsere alte Sinn, das liegt sich sehr mit den Grafkleider, wir lesen in den Gospels von, ich kann ihn besser vergeten, ich las alle 4 Accounts von die Ostergeschichte und ein von denen redet von, dass die Grafkleider, die werden Schmack zu Zied gelegt, taub gelegt und zu Zied. Und dort ist, betet unsere alte Sinn, unsere alten Lostra sind. Ja, wir weiten dort, wir haben dort mal getan. Wir weiten dort. Aber nu check wir drei nur dort durch Jesus, sein Blut. Und nu ist dort zu Zied gelegt. Dort ist nicht mehr, die Todeskleider, die sind nicht mehr mit uns. All die Worte, die Dinge, was wir tiny Tieten mit Frieden deuten, die sind nicht mehr, die sind nicht zu Zied gelegt. Und nu haben wir Jesus sein Leben an uns gehört. Ist das nicht wundervoll? Ich sehe der geringste von den Aposteln und sie dort nicht wird ein Apostel genannt worden, weil es Gott seine Gemeinde verfolgt hat. Even Paulus hat es dort. Er checkt 3 an und er sieht, was er die Gemeinde angetan hat. Und er fällt sich nach einmal so, ich sehe es nicht wird ein Apostel zu sein. Aber, sagt er, durch Gott, seine Gnade, sehe ich, was ich sehe. Ich darf mich nicht mehr holen wegen dort, was in der Vergangenheit ist. Dort ist verjährt. Dort ist zu Ziel gelegt. Nu kann ich frei und mutig in mein Leben verweichen. Warum? Wenn Jesus hat dort betont und ich glaube noch, Jesus ist abgestanden und Gott hat dort mit Jesus abweichen, ganz betont, dass dort Opfer, dort wir genug. So, das erste Ding, dann nur noch das dritte Ding. Was ist die dritte Ursache, dass das so wichtig ist, dass Jesus abgestanden ist? Und die dritte Ursache ist, dass ja von uns Hoffnung für eine Zukunft im Himmel. Ich weiß nicht, ist jeder hat gemerkt haben gestern, aber das zweite letzte Lied, was die Jugend singen, dort wir besonders scheine Leute, die wir da. Das redet von einer Zeit, wo wir für Jesus würden stehen und wie die wir würden hören, willkommen hier im Himmel. Willkommen. Eine Ewigkeit von all der Trübsal, all diese Schwierigkeiten, all das Schlechte, was immer war von uns hat. Even though wir auch durch Jesus leben können, wir haben Frieden, aber wir schaffen noch mit uns Fleisch. Und du kämpfst eine Zukunft, bis Jesus abgestanden ist, wo wir waren von hier weggeholt worden und wir waren für immer mit Jesus taub sein. Christus in Form, das seht ihr in unserer Vers, dass Jesus wie der Erste von der abgestanden wird und so durchab, dass unsere Körper waren auch noch. Wir sind all die Frucht, was auch noch mal waren abstehen. Und dann waren wir für immer mit Jesus taub sein. Es ist nicht wertvoll, daran zu denken, was die Meinung ist von Jesus ist für uns gestorben. Jesus wir begraben worden, aber Jesus ist nicht mehr im Grab. Er lebt, er ist nu an der rechten Hand von Gott und er checkt und er wird an und er spricht ans Motto durch sein Wort von dir. Dort bloß glauben, halt dein Glaube fest an mein Opfer, an mein Blut. Dort ist alles, was dir fehlt. Und wenn du Trouble hast zu glauben, dort vielleicht mache ich noch Dollar down, Maya down. Nee, seht relax von der aus morgens. Jesus sein Opfer, dort wir genug. Dort lad je Graf, bedient dort, bewies dort, dass Jesus sein Opfer ist genug.
du jet nicht nach mir, was bitte down. Wie dann durch dort, dass leben, das wir am annehmen, und wir leben nu durch sein Verlangen in uns Leben. Was soll ich sagen? Wir leben nu nur sein Verlangen nu in uns Leben. Mocht Gott sein Wort sehen, unsere Zeit ist abgerannt. Aber wenn wir andenken, Christus ist bestimmt, vom Tod abgestanden. Und dort ist so wertvoll für alle von uns. Wenn wir noch beten. Gott, ich bete von dir aus morgens bloß für jeder einen hier. Und ich für mich selbst sage, dass immer war ich, das wird immer mehr regnen. Was du für uns getan hast und dass du nicht mehr im Grab bist, aber du lebst. Und du bist der was alle Antworten hat für uns Leben. Gott, help uns, dass wir dort immer waren, da bleiben wollen und den Taufe darauf haben. In Jesus' Namen. Amen.